natürlich Hölle wird wann du Talent ist wann du kreative Beruf muss was der meiste brauchst ist Resilienz als einfach nicht abhalten nicht abgehen einfach den voilà, perseverieren voilà. Das wird Gesicht und Perseveranz mengen ist das Wichtigste Talent ist cool hilft aber was du den Ball bleibst sonst nicht dich festbeißt und nicht loslässt dann und das auch das was du möchtest dass du so man wie mir schrecken willst wenn du einfach voilà, das zu einer gehen Menschen aber nicht aufgehört. Willkommen beim 35M Elevator Pitch. Ich bin den Emil. Und ich bin der Fabian. Und heute tun wir nicht nur einen heigen Besuch, nämlich also die erste Kehr, dass wir einen Präsident zu Gast tun, aber dass das hier auch ein Podcast den struppevoll ist mit den verschiedensten Themen. Weil der Fred Neuen, kann ich bald sagen, also wirklich allem interessiert, was nicht am entferntesten mit Geschichten erzählen und mit Welten bauen zu tun hat. Der Fred ist durch und durch cinephil und das von kleinem Mund. Und da erkennt ich spätestens dann, wenn ich gesagt werden als Tattoo auf seinem Arm hat. Über die letzten Jahre hat er nicht nur Filme gemacht als Regisseur und als Produzent, aber auch Telesprogramme, Musikvideoen, Reklamen, hat Produktionsfirmen gegründet, kreiert Videospiele und produziert Virtual Reality Projekte. Als Krönung ist er dann natürlich auch noch der Präsident von der Filmakademie. Also ganz ehrlich kann er schon keine Ahnung, wer das möchte, für alles unter den Hut zu kriegen und da dann 24 Stunden an einem Tag. Also, mir Geheimtipp schenkt aber zu sehen, als wo es nicht zu vergessen, wo wer den als Kant gedreht hat. Und da war im Fall vom Fred vieles, wen sich das Kaffee stellen. Es gibt also ganz viel zu beschwätzen. Dafür los als keine Zeit verlieren. Welcome, Mr. President. Viel Spaß mit Fred Neuen. Salut, Fred. Moin. Heute mal heigen Besuch. Das hier geht das mal Präsident für ein Mikro holen. Ah, gesagt. Monsieur le Président. Eine Episode, wo ich mich immens drauf freue und Fabian bestimmt doch. Geduld. Klingt ganz motiviert. Also, ja, endlich. Nee, aber ja. Hat nach dem Präsident. Mir für ein paar Menschen drüber ein bisschen aufzuhören geschwärzt. Ich bin froh, dass man die kriegen hat. Cool, mich noch ganz froh heute zu sehen. Also sie fangen vom Podcast von Anfang an und ganz flott heute zu sehen. So, ich gesehen ein Tattoo. Das ist ziemlich geil, ein Tattoo. Es hat eine Super 8-Kamera. Ja, das ist meine allererste Super 8-Kamera. Also die von meinem Papa, der ist meine kleinen Film schon gedreht. Wie geil. Und ja, du fährst die ist immortalisiert auf meinem. Genial. Du bist ein Filmmensch durch und durch. Ja. Was ist das für eine Kamera? Das ist ein Canon. Und das mit den 8mm Cartridge. Ja. Weißt du, ich habe Geld schon letzte Woche mal jemand gedreht. Seriös? Ja. Also könnt ihr noch im Vollzreck? War nicht richtig fort. Ja. Das ist eben die Cartridge, die kriegst du zwar noch teilweise zu kaufen an Fotogeschäfte, mit das eben etwas zu developieren. Das ist irgendwie, das gibt es nach E-Labor in Europa, an der Schweiz nicht möchte. Das heißt, du gehst da filmen, und dann schickst du dann Schweiz, und dann wartest du 2-3 Wochen, und dann kriegst du es wieder zurück, und dann merkst du das als Flug. Oder das sind belegt, oder, voilà, also das hast du doch auch eigentlich beim Tournage, wo irgendwie. Ja, das war mit 35 mm. Für das ist auch ja, das ist ein bisschen mit da, ja. Weil, ja, es war schwarz Hauttöne, die nicht genug belegt waren. Du war einfach alles zu dunkel. Dass das Video nie rauskommt. Aber ja, habe ich mal wirklich mit der Kamera ganz viel gedreht. Olivier Metzler. Also den Geschichte ist das Olivier Metzler? Ja, nicht so weit. Ist mit dem logisch. Ich bin ihn zu New York gebraucht und den Olivier Metzler hat mir den Tag geschrieben, hey, willst du etwas trinken gehen zu Lützburg von Stoßen? Ich habe gesagt, ich will keine Zeit mehr. Was du musst dort zu New York für zu drehen. Und du nicht hin, hab's gefühlt. Geil. Ich habe mir wahrscheinlich gesagt, die nie wieder rauskommen. Nee, ich kann sicher raus, aber wahrscheinlich das Größte hier von der Leute hier, die für eine Kamera waren. Der Größte hier, also willst du ein bisschen Name-Dropping, man? Nicht so high, also nicht am Podcast. Okay, du kannst rausschneiden. Wir waren Robert Pattinson. Nice. Nee, war wirklich so, ich fliege nur nach Lützburg. So, willst du nicht nach den Tag mir lang bleiben? Das ist vielleicht der Wert. Und du war hier wirklich so am Raum hier mit der Fotografin, mit eben Robert Pattinson. Und sind ja gefilmt. Geile Scheiß. Das ist wirklich cool. Du nichts Besonderes, das mehr so Vibes. Ich war Fotoshoot an hin, die mit 8mm mit. Ja, das wir Magazincover, und das gibt dann nur so 3 Sekunden Snippets oder etwas mehr. Wir von der Leute, aber die für eine Kamera sehen, sind die vielleicht kein schlecht. Mega geil. Das ist cool, dass dem Showreel da wieder vor. Eben, und weil du hast dem nice, du ich fliege nur noch Plätze, du willst du nicht genau 24 Stunden nur fliegen. Und da kannst du Robert Pattinson. Den ist bestimmt cool, der Robert Pattinson, oder? Schon den Eindruck, dass wir mega chillen Typs. Ja, war ganz ruhig. Also nicht viel gesagt, mir zum Schluss schmengen, das einfach
geht keinen op so ein Zoo wie man dem zu schwatzen unbedingt bis hanno in Freundin von mir lang mit man Gespräch kommen die waren die coolste Typ also ganz open ich meine das ganz doch die ganz Twilight-Affäre hat und das einfach aggressiert gehen an das so bis mir introvertiert mehr aber relativ coolen Typ ja ganz also das merkst du bei der Schwa singen Rolle sowieso merkst du Typ was den an den lo also ich mein next year da gibt's Jahr gell lo Batman kann raus und dann CEO am Odyssey von Nolan Film du hast noch dran noch dran und dann hört der Leute Film diese Meterteile gemacht und das Mam Zendaya aus einem Film für A24 die können du am April raus die sind die 3 Rollen alle gut gleichzeitig krassen Tipp mir wann der Video do raus könnt wo Olli Kamera gemacht hat ja kenne ich das halt am Podcast draus ja da kannst du draus okay klingelt net so schon dem Molly seg Chance gehen den Glück das sind der auf den Nacht mir wat I will make you a star honey schon ganz gesagt kann gut ziehen das Sache nur net gedreht oder dass man Fleisch aber nur hier brauchen war doch immer Buch net wenn es mir der Fluch wie da gemacht an dünn sind die Cartridgen sind an der Schweiz sind zwei Laboren die machen und das kann man gleich genau aus wie dort wer wärst da wie du gefallen ist genau das perfekt Segway hier also schwierig Film schon dummer da gefilmt so Sachen gefilmt dummer da an so Spielsachen zum Beispiel an so Sachen das war wahrscheinlich 10, 11, 12 so an dem Stil gefangen mit der Kamera zu spielen mir am mein rapport mit am Kino hat viel echt gefangen weil mich immer fasziniert das Geschichten erzählen oder irgendwie das wird mich einfach interessiert dann dass du möchte die beste Form für Mengeschichten zu erzählen weil du kannst nämlich auch ein bisschen trecken ob das was Felix Koch Demos bei ihr am Podcast gesagt hat weil ich mir ein bisschen ähnlich Origin Story bei ihm war jetzt nutzt Videoskassetten Poster geguckt wir können Matze schwätzen an der Pause und war dich gemacht und hast schon immer bei den Kollegen dick getan ich hatte die dick Horrorfilme schon gesehen und so und Action Rambo und gucken und so natürlich war ich den gucken also ich konnte nicht an Kino rakommen geholt immer gemacht hast schon mal sie bei Kino gefahren Demos hast dann die große Fische für unter dir an so Fotoen die dann Stil zum Film die besser gewesen weil geht und du mal Fische vom Film und Geschichte fand an du die Kollegen erzählt so ja voilà das war dann so und so und dann sind man hier auch geglebt dass ich die Filme gesehen hat und wie ich die Filme da mich spät gesehen und verdammt Poltergeist zum Beispiel du warst relativ no und Film drin du war schon relativ froh mit war da wirklich den Geschichten erzähle war der hat mich immer fasziniert du noch Menge Figurinen Masters of the Universe also du schickst ganz Welt immer von der Stadt wird mich immer du matt gehabt hat an du 10 Jahre du warst auf der Belgischer Plage zu Knock an du nicht gesehen dass du war so eine Gruppe von Kanner die waren vielleicht alle 2-3 Jahre mehr alt wie ich und die waren am Gang einen Film zu drehen mit einer Videoskamera und du hast das im Kopf du kannst das auch machen wie mich war so was du kein 5 Millionen nur sondern du warst nicht das Spiel aber das ist eine Welt die so weit weg ist und du also die kommst du kannst Filme machen Kamera dann müsste an nächste Projekt die man wollten noch besetzen das war Englisch 12 13 und das war man Sascha George den News präsentiert ja das war den Impossible Mission mit dem Film nie gedreht der Film nie gedreht mir hat aber einen Fisch das kann man nicht zurück auf der Fisch hatte man schon an Notgeschicht was natürlich nicht das Skript wäre mit der Tisch gesagt ja da geschieht da und da machen wir da dann auf final nie dazu kommen und das recht effektiv mich spät wo ich wirklich so gefangen hun also schon oft Szenarien da geschrieben und ich bis raus von wie gi go so feiert so klein kurz im Szenarien zu schreiben an Haft und ich da weg stand so auf der Hand alles geschrieben und dann nach ich muss gucken also von den Hafter hun ich nach also mit die aller echt die nicht mehr mir hat sie noch Sachen die ich dann her nur am Jules Werner mein Cousin mit dem zu summen da geschrieben natürlich du war man dann noch wie man bis raus von war viel Mann an die wäre Schauspieler du war dann direkt mir doch Theaterstecker OP gesagt bei der Familie Christ und so Sachen also das war dann immer die größten Event wie hast dann kommen da bei den Eltern oder an der Familie general hast du dann unterstützt gehen oder war da dein aus dem Alter du bist nach raus das lo als Kampf wo die Topischkeiten nur am Kap hat ne ich mein das war wo immer so unterstützt ja weil war immer Material war immer do wann zum Beispiel für Geburtstag dann so ein
weil net eng Schnittmaschine mit war eng Transitionsmaschine eng Videostransitionsmaschine der Tisch das so unterstützt gin also war mit das vor dass wie bis du moment kommst von de Studie du hast du bist mir heikel gin also ich mein sind du bist wie du mir ich komme enger Familie vu Juristen an du werd dann bist so okay was der man Kinoman an Breslau das Haus oder so geil also ein cool Kinoschule oder Paris an du war Papa Fleisch gucken am du war am de Kompromiss war okay bei dann mach Fleischkommunikation oder Pyp studier Pyp an ich hat doch dem moment hunsch mich du bis Matrappe gelos mit Fleisch gerade so gut gesagt also ich dann sind op die Hexgang zu Bresel das ein Kommunikationsschule an der tut aber dem moment mich so frustriert dass ich Film machen an der gemerk dass ich dann all Joas am Summer als du en richten kurz gedrängt gehen siehst du noch mal Gilles und weiter immer du war fertig schon gespielt das war wirklich die kurze haben wir noch ganz seriös organisiert man den richtigen Skript man denkt also viel so gut wie möglich probiert die Sache so B zu setzen an wo ich auch gemerkt habe das Stadt was voll machen und dann hat man ein kleinen Allios dann am September ein Premier mit den Kollegen die in den Film gucken gekommen sind. Und, ja nee dat war wirklich cool. Dann, ja, du gemerkt dass dat war also das war ganz klar ich schon zu Studie gemacht mit war für mich klar aber du musst selbst mit Kino machen du kannst nicht da lernst no menge Studien hatte ich 2 Optionen die eine Option war ich habe mich statt last Jahr schon mal gesagt hey, mach vielleicht Masters am Directing tut aber just für mich hatte just einen Wert gehabt wann du an enger Schul muss die prestigiert als am Sinn von das ein Schul für Produzent nur gucke gehen hast du gemacht ist nicht einfach weil wie viel möchte das wusste du schon ungefähr an du hättest mich an der Columbia geschrieben zu New York an der Tisch zu New York an der Carlatz an Kalifornien an der Tisch Carlatz nee ich war do für ein Interview also ich mich NYU Columbia USC CalArts an déi wo studentisch war an CalArts ass déi die das eng Valencia ja mit das Anfang Bas war eng Animationsschule Beuten kën vun dort John Lasseter mé hun woch mittlerweile en Live-Action Programm an den da jo super interessant war weil dat echt Joer peste kein Kamera und du müsst nëmmen Schauspieler abecht das war mein Problem sie gesagt Sachen drehen Showreel war mir net praktisch genug an dem Sinn mehr pardon an Tisch an Columbia sind relativ sehr wäsch geflohen an bei der Carlatz du kurz gesagt du bas op der Werde löscht an du mittlerweile gucken bist was kannst du letzt beschmachen gerade im Moment wird Tango den Operateur wird eng Teleschein lanciert Tango TV an dazu du bist wie in einem TV gehen zu Lützeburg melde du weil dann an der siehst du interessiert wie alles mal Fiktion zu kümmern oder als Kino interessiert an du sind Sto gestartet gehen effektiv hier dann mich weil muss Kinosendungen an gucken bist man von Fiktionsprogramme können nachkaufen an war relativ cool weil sie hat den nimmer Junker am Fong an der Equipe also du hast dann einen Typs werden die Geiben den nutzt den Equipe geriert den die Geiben an den Steve Blame war ein Präsentateur von MTV England als den Nonscher den MTV News gemacht hat die waren dann zu 2 die dann die Jungen geben noch kadréiert tun für anschwint war die wo so viel junge Idioten so viel Responsabilität konnte wirklich man wollte super an du aber gesucht von der Karl du bas das gut über so geholt ist schon angestalt gehen an das kein Problem den Kandidatur gilt für an du guckst das mal wat ze dammes. Am mein Bütwoch lo bei Tango TV Ressource vun der Schein zu benutzen fir e kurz zu machen, wie noch zu pushen an da zu gucke wat geschieht. An du hatte ich da doch gemeldet, film mit Geldschüsser geheescht. Den hunsch gesehen Demos ja doch weil mein Pianosprof dem muss Musik gemacht George ja voilà. Okay cool gesagt, I'm working on this thing it's a Luxemburg short film gewissen wie war ein Titel auf Englisch Musik gemacht de Jules gesehen hun ja. Das war von dir ja wie geil
Manuskript Manuskript dahin Kamera geht so ganz rundrum de Jules an da sind wie so die Lire richtig Job wat Manuskript da die ja das klassisch das ein Klassgeschichte vom Schriftsteller den keine Inspiration da bla und dann ganz aber ganz visuell umgesetzt also war ganz kurz war ganz technisch war ganz viel gespielt man kann aber Movement also die Zeit war so Sam Raimi und Peter Jackson war war ganz viel so Kamera die bougiert mit der aber der gemeint dass dann Tarantula bei mich kommen sie gesagt hey, willst den nächsten Kurzfilm da machen also war dann direkt so ein fette Kurzfilm am Film von 500 mm an du die müssen der Show machen okay gehen ich lo an Amerika an die Kinoschule für Masters zu machen mit da sind ich einfach 200.000-300.000 Euro los und bis fertig ist oder sind ich lo bei einem Produzent dann geht lo los an du nicht die Show gemacht weil ich mich bleiben halt Lützeburg an ich fange nur als Realisateur eben Freelance-Redakteur nie regretiert dass du dir schwa gemacht regretiert nee das sind aber vierwülzig wat hat könne geschehen das final also net wat du könne lehren das die ganze Networking Hand den dat mischt an du bist ja an einem ganz anderen Finanzsystem an einer ganz anderen Approche vom Kino Europa ist der Weg sind hat fangen an Italien an Amerika ist einfach weil er weder Indie der Tischen Zahndoktor oder E-Studio den bezielt ein Doktor Amerika Millionen oder 6 Doktor finanziert dem Sam Raimi nicht Film waren alles sie hatten den in the Woods mit 8 mm hatten sie klangen Proof of Concept gefilmt von Bruce Campbell an sie sind immer da bei Kollegegang nee hier älteren hun in Sandoktor kann die Kollege grof und sind sie dem den Teaser Screen gegangen also so lange brachen 250 Mill an war okay mit Coen Brothers sind so gemacht na ja Platz das war auch Pittsburgh also die ganzen dieselbecht Harry war super Kollege am Sam Raimi das dieselbe klick wahrscheinlich auch dieselbe Sandoktorin die wahrscheinlich ja. hast irgendwie ein Drama ob so in Amerika was gut ist mein Drama war Filmmann Dramas Geschichten erzähle das ein Dra woget man das nach Amerika war nur dat wo op der weil op deiner Seite ja du hast Akse zu andere Budget was drischer Platz was natürlich an Schleit kannst du auch zum Beispiel Freiheiten das fand du zu Lützeburg den Oter Lützeburg aber noch immer enorm viel Egenschaft vu segem Film und nicht gefehl du vielleicht in Amerika Mann verstehst meinst nicht war ich weiß nicht das ein Feld eben anders das Hai hunsch gefehlt sind die Steuergelder die vom Film von kommen das gedenk kein Netweg mal war der will das gehen einerlei matt an Drecke du kannst nicht so frei sie während du handeln so mal du gehst bei einen Investor privat oder viel von den großen Botten wo dann einfach einen Hand sitzt den 350 Millionen im Konto an die man der Film hat du musst du eng Person überzeugen aber der denkt dass zu viel Risiko also das Risiko cool ist dann das gut schwer dem ja unterstützt gibt ja wirklich unterstützt für Auteurs Filme zu machen an eng Handschrift konkret zu unterstützen ja mir wann da den Idee bisschen zu verregt das weißt du es verregten Ideen die gi vielleicht nicht gut kommen meinst nicht also gibt ja aber Sachen wo aber verstehst dass der Film von der nicht kann unterstützen das auch nicht gesagt für Kontext an Evolution ich meine, Milli bis 2 Filme gemacht dat wie möchte und du kannst mal verrückte Idee was du dir als erste der verrückte Idee kannst da sonst wahrscheinlich schnell weil sie sich nicht kennen sie nicht vertrauen an der das ist immer gesagt für Kontextmänglisch aber noch da weißt wie Pitch ganz ehrlich wenn du weißt wie sie die Idee verkäfst so weißt du der ganz an Kadre und den Kontext wird wirklich Sinn möchte und dann warst du auch noch eine mega begeert von der Idee an dat steht doch nach un also der Jorgos sein nächste Film brucht hat vielleicht krieg der Land muss wahrscheinlich nicht Melo kann machen sie bisschen aufgeschrieben ja und du hast die kurz im Hüste dann Leid du von Tango TV so als Crew benutzt da wirst du das war wirklich du sind schon ein ganz einer Welt kommen die muss Kino auch war gerade im Moment wo HD am Gang war zu kommen mit dem Moment ist da noch mal Pellikül gedreht
Du brauchst den ganz einer Crew, du kannst nicht einen Teleskameramann holen für DOP zu sehen, ob Dinge Pelikuls. Nee, du par contre, du hattest, weil der hat ja gleich an einem Podcast drüber geschaut, hat Nuanceland, was nicht einfach seine nächste Rollen. Trinity, ja. Mädchen. Das ist nicht tot, aber doch zum Schluss. Spoiler. Geht was geschieht mit den Leuten, die am Koma sind. Okay. Das ist an Anfang an diesem Film, also die Leute, die am Koma sind an der ersten Koma wie ihre Körper, und sie kommen nicht aus der Koma raus. Und sie müssen ein Katharsis finden, für wie können sie entweder aus der Koma rausgehen oder nicht zurück an den Körper zu. Und dann ist eben ein Doktor, der probiert, in Kommunikation zu kommen mit den Leuten am Koma. Das heißt, die benutzt da ganz unorthodox Approche, wie zum Beispiel Voodoo oder so, wie da probiert, wie kann ich mit den Leuten in Kontakt kommen. Je viens dire au revoir. Mais comment as-tu fait pour sortir? Les portes ne s'ouvrent pas pour nous. Ben si, tu vois bien. Mais comment es-tu sorti de ta chambre? Ben, je suis sortie, c'est tout. Bon, maintenant j'y vais. Non, attends. Mais ça ne va plus puisque j'ai déjà dit au revoir à maman. Si je reste, c'est de la triche. Zoé! Zoé! Also dort also den echte Kurzfilmdienst Ja. Matt Tarantula gemacht ist. Ja. Das ist nicht mit der Geldschässer. Nee, das ist nicht Okay, mit den- der Die erste Okay. okay. Wo ich professionell ist Stephen Ja. dein Dinge macht Und das war super, weil das aber auch ganz natürlich kommt, war ganz, ich fand natürlich aus dem Heißen, was ganz enthusiastisch, das ist dann nicht und noch wenn du zurückguckst, merkst du, okay, du hast am Anfang die Leute so matt gehabt, du hast einfach, im Moment stellst du das froh, oder du bist dann erst nicht bewusst mit, du warst einfach so enthusiastisch, dass die Leute matt gehabt hast, und ich war bei Platz, das ist am Anfang ich war bei Platz, das war den, ich kann schon noch den letzten Tag vom Turn, als fertig war, ich fort, weil sie nicht mich, war so am alle Spidol zu Ethelbrück, meine ich, hat aufgerat gehen aus. Gefilmt. Das ist mir ein ganz Spidole lang für Reis, gell. Ich kann da so, dass du dann in die Toilette gegangen was lang oder nicht, gell. Das ist wirklich nicht witzig, als du lange in einem Spidol warst. Das ist wirklich super creepy. Aber nee, und du warst dann, wie die Mischleute schon fort waren, und ich mich aber dann auf das Set, und ich mich an das Bett gelöscht und einfach gesagt, hey, genießt den Moment, realisieren, weil du gerade geschieht hast. Und das, mir weil das, wo du spielst, weil du bist auf den Platz. Das ist ja, ich kann das Gefühl ja. wie was nun Digine kommen das hat demos 10 Jahre oder wie alt war Ja. Das war durch den Castingagent, den dann an de Konservatoire gegangen ass an hat webe beim Miriam an der Dramatik mengglisch. Et war ja Mufang effektiv soll de kleine Jung sinn an Eugenie war perfekt fir Troll und hat die unschëllechkeet an er wo die Maturitéit an de Blick den gute Blick wat den Kamera sie könnt gut River sein Blick an das direkt abst du wat hat am Podcast gesagt ja den all geschrieben den Nu war ganz viel abcht alles sakrifiiert fir hat los hat ruhig gelesen Ja, und du siehst bei den bei Iris gegangen, die hatte nämlich die kurz immer für du noch gesehen und gesagt, ob ich keine Lust hatte, etwas mit ihnen zu machen. Und du war ein bisschen der Parcours du Combattant, weil man wirklich wollten den nächsten Lützeburger Genre Kurzfilm setzen. Das ist auch mit Monster, mit Kung Fu Szenen dran, also das war wirklich mit Mickey Hart. So, ja. Das ist, du war auch den, aber der muss auch fest, also den Kurzfilm, was ich bis nach, das ist so Tradition, sie gehen immer für dich vom Film von refusiert, dann da gehen sie geholt. wie meinst du sie gehen refusiert und dann ugeholt refusiert dann sind den Produzenten sind auch genug darüber gelebt hier Maulen zu gehen also am am 2. Null kriegst du ja voilà. Ah, okay. Ja, ja. Okay. Ah, du hast halt durchgegangen Ja, nee, und das war also Ton ist ja super der Film ist leider nicht so gut wie ich wollte Wie ist denn dann? Volt also VAULT Volt es spielt an der Kofferfore vom Vatikan wo se die komisch Reliken holen an das an engem Koffer vor her so komisch gereicht an dann bringen sie Exorcist ran an Exorcist get vu Mickey Hart gespielt an erzähle den der Kung Fu drauf Kung Fu mit eng vu de Frustrationen ass das Kung Fu das quasi nëmi am Film dran an dat das dem ganz einfach Grund dass Monstren am Funmi so gut funktioniert mir hatten en ganz Choreografie op B gesagt noch schon vier gefilmt 4 montiert zu gucken wat funktioniert dann wat funktioniert net man ein ganzes Standteam an die war wirklich cool an der schüss wie bis die Masken do waren die auch ganz gut ausgesehen hun mit die waren statisch der Tisch war ganz sehr so Biomann
weißt du, die japanisch Sentai Dinger, weißt du, wusste klar mir gesagt das ein Typ so ein Mask ein bisschen drehen geseist nee, das nicht Budget kein Mimik am Gesicht ja mit war sowieso komisch Gesicht dann so nee, du auch viel beigelehrt dass du Unterschied zwischen den Cover nee du dat war aber gut wie das die Film auch gebracht für mich auch dann bis auf Rot stellen an der Woche nicht opzugehen natürlich war für mich auch klar weil du hast normal gehört dabei dass halt selbst nicht geht und da bin okay next weiter ja was könnte das next ja, nicht so bisschen mein zwei kurzfilmisch kennst Langmetrage machen ja. wie du produziert auch du musst ja. nicht schüss Realisation wer hast du den Sprung wenn es hat geschieht was das Spielmol interessiert oder nee, das ist einfach dritte Kurzfilm kommen du warst bei PTD Juliette Films an dat war auch nicht ein Jean Kurzfilm über den Typs den nur ein Party wäscht am wirkt das Counter ein Tattoo das fängt du mal den da gedenk 8 7 an wissen was lebt an das dann den ich gesehen nicht Zero stehen schlechter ja doch den ja doch ja ich kann mich nicht mehr erinnern wie nie an was geschieht mir da mit dem Zero ja an du nur dem kurzfilm hunnech am vu bisssen als Frustrationun man gesot hey, du musst selbst mache weil Produzenten wëlle jo mat der schaffe mit dat aber kind den Sa oder so versteht wie muss verstehen das schon schwer genug Film op bin zu setzen an dann noch mich schwer Jean Film bin setzen wann du kein hast den 100% Stand steht an der Weg lebt an versteht was du willst man an der Tat bei kein Produzent durch den auf bei dem beim letzten Produzent weil wirklich voilà, du ging geschafft gehen an du werden hey. Du musst am Anfang den Produktionspart gründe wann du willst denken die Firma man die du willst machen an du hattest kurz hier drin ein kleines Kollektiv Pseudo-Kollektiv gegründet mit Ben Andrews die noch ein englisch Lützeburger Realisateur war an du décidé da kann man zu eng Produktionsfirma op an du ben du mal ganz viel Puppe gemacht mit das auch also Puppe net mat Agence mit Puppen direkt mat de Klient dat wieder immer weil developperende Konzept wat mir cool fanne an beginn du bei de Klient wann man mieux war net tampi an du gut man schon viel Sachen zu summen du und Kaktus hat man zu summen engen Serie vu Puppen mat animatronics Personagen schon radar ja dat war der 2010 das gekannt gehen ja voilà. Nee aber produzieren hat man ganz viel gefällt weil du es dann explorierst nicht neue Sachen und du kannst op eng einer näher Welten opbauen weil hast natürlich nach die neue die opgang mit der Videospieler die mich auch ultra fasziniert an wo ich mich daran geknet tun du kann dann noch pur Projekt immer nie laufen hun was du so kleine Programmeure schaust du Prototyp du musst den Prototyp und dann kannst du ja Sachen probieren und testen das da fand ich mega interessant wenn ihr seid bei dir gegangen ich war immer Gamer ich war immer also als Welten sinn as fasziniert ich noch vu kleine Hun ganz viele Videospieler gespielt und noch nie opgehalt was ongoing mein ganz Leben lang so RPG oder wie Arcade-Spieler sehen mit kann aber auch so Adventure-Spieler sehen an so Sachen das RPG Roleplaying Game so wie ich sind zum Beispiel ich finde immer so Shooters gespielt ganz kannte Counter-Strikes in durch Land gerät durch du bist dummer und ich war nie Fan von eben so World of Warcraft oder Diablo oder so mir viel Leute genau das nicht so also so Zelda spiele und ganz gerne Resident Evil spiele und ganz gerne mir einfach so Tomb Raider oder Uncharted Sache bist du Uncharted das wo du wirklich für dich kannst du den Geschichte bist du selber entschieden oder wo du immer so froh gestaltet und da kannst du auf verschiedene Richtungen gehen oder Rain ja das Heavy Rain ja da gibt auch noch Spiel für drin vom Studio mit das so ein interaktive Film das nicht so wann sie gucke Film wann du will Spiel das für mich zwischen zwei mit Präferenzen das ist ganz klar mir auf jeden Fall Fazit dass du die ganze interaktive Medium selbst hat mich enorm interessiert auf allem weil du an der Pandemie anfang wusste dann du sitzt an das nächste Ding gehst mal gucken also du gibt den Unity-Programm oder den Unreal geht da mal gucken an du merkst Fakt dass
viel mir einfach Videospieler zu machen, weil ich kein Programmierer geil. Also schon wie ich klein war, ein Kollege, den hatte Commodore 64 und du hat Spieler codiert, mit das war du hast dann Zeitung gekauft, die muss etwas so dick wie ein Telefonsbuch und du war dann der Code vom Spiel dran. Das Spiel nicht auf einer Diskette kaufen, du hast das Spiel als Buch kaufen, was du müssten an der Computer antippen. Mit dat war dat nutzte wo ich im Coding drauf war. Du musst auch versto was du musst mit aber voilà, en tout cas die Programme von heute Unity und Unreal und so die machen das viel mehr einfach als für Videospieler zu kreieren. Das ist aber heavy, also das ist aber du brauchst aber lang bis das beherrscht, weil ich mich ein bisschen also man Gedanken aufgehen und ich ein bisschen recherchiert für Unreal Engine zu lehren und also das checkt man wirklich aber ein mehr Board zu sehen bis das also Unreal ja also Unity hast du ein bisschen mehr einfach du auch Godot das ein anderer Ding ist auch ein bisschen mehr einfach sind wie instinktiv was wie an so mit Kübe schaffst mit Ramifikationen einfach also das nämlich dass du musst 100% codieren ja. Und sowieso wenn du willst codieren dann findest du enorm viele Ressourcen online sie wird auf YouTube oder sie wird bei auch auf Reddit kannst du einfach fragen die Code oder den Algorithmus kann die immer schicken und dann kannst du Copy-Paste machen und du kannst auch der fragen für Sachen so Routinen zu programmieren mir das ist einfach an der wie ist da nur gefangen du so in der Pandemie kommt der Gedanke viel zu gucken du einfach gefangen man das spielen natürlich kreist so die Minispieler zu siehst okay ich mal kleines Ding wo mein Personage von längst noch jetzt lebt und dann kann sprangen und dann löser baust du dann darüber ab und dann fängst du zu mir das ist mehr abordabel wie du gefragt hast an Tisch Geschichte zu erzählen ja das für allem hast und genau die Skripte durch die Stoleien hun wo schwst die wirst niemals das Budget krä zu machen und siehst du du geh auch als Videospiel funktionieren und dann fängt du immer was nicht motiviert dann kriegst du mittlerweile danach was du wieso fängst dann zu codieren dann weißt du auch wie den hohes lebt oder du weißt was Limitationen sind dann kriegst du neue Ideen und dann voilà, also das denn wie ich jung war hat mein Großphobie war merkt war das wenn du eines Tages keine Idee mehr weißt das war mein großer Hobby schon immer dicke rote Klasse wo alle Menge Ideen dran stehen schon immer alles abgeschrieben alles ich muss den nicht gucken was du dran ist auch von nie mehr wer eine Idee hun werdet aber niemals die können machen die Schluss zu machen dafür der Film von unterstützt Spieler Videospieler wie stell den selbst vor wie pitchst du das du gehst du mal auch so einer Seite eng macht Resümee von Dinger von der Idee vom Spiel und da siehst so sehen am Stil von mal ein Beispiel von anderen Spieler wie erzähl du gar gerne wie das lebt wie auch dann Development wie viel Leid schaffen du so bist wie findest du die Leid was du so ein Executive Produzent so the Brain handelt dem Ganzen mit dann höchst andere Leute die machen also ich wenn du jetzt so viel Möglichkeiten hast zu machen wie die Leute gehen also das ist unendlich also normal du musst machen also du musst in so Game Design Dokumente gehen dass du erklärst du bist war das Konzept vom Spiel für wen aussieht war das der Gameplay war das Spiel par rapport zu der ganze Konkurrenz demarkiert das muss speziell wie geben doch vermarkten weil das selbst beim Videospiel ganz wichtig ist du musst von Anfang an den Community mal abbauen du kannst nicht die Marketingskampagne fängt day one an du kannst nicht fertig spielen also hey du kannst das geht so inner so verloren wie möchte so etwas wie kriegst du den Community dort zu summen oder wie engagierst das müsste auf Reddit müsste auf Discord du musst online das wirklich du musst den Vierdeel von den Videospielern da sitzt zum Beispiel wenn schmale spezifisch Spiel keine Ahnung Plattformer das sind nische Genre mit du schwatzt direkt ganz Welt und das heißt, auch von den Niger sind aber potenziell Millionen Leute die das cool fanden aber du musst gucken wo sind die oft wie gesagt Reddit an denen Diskussionsforen oder auf Discord was du mehr nicht gehst was du mehr präzise kannst den Leute fanden mit also Fulltime-Job das nicht ab den Lernstoff ja so kompliziert vor allem weil die Leute die am Videospiel Development schaffen ist nicht gerade die extravertiert du was gesicht dann die Leute finden oder also ich mengen du gibst du dich selber als introvertiert beschreiben extravertierten Introvert Klassik du wenn es brauch in den die Idee noch 4 dreift aber der Leute will darüber schwatzen für das dann die Programmierer können in ihrem Studio dazu Summe setzen was developierst zum Beispiel im Moment oder wie am Moment wird man developieren als das E-Spiel basiert auf einem Animationsfilm von der Fabrik Dimanche weil sie Martin assoziiert die ist von mischt Adaptation von Videospieladaptation von ihren Animationsfilmen okay und dann proposieren wir auch Advert Games das ist dass ich publizitär Videospieler du benutzt von Videospiel als Medienform für Werbung zu machen am Platz dass der klassisches Spot muss
bist du Videospiel. Aber wo gehen die Spieler da gespielt? Das kannst du am Handy spielen, kannst du online spielen. Die man generell also online. Also, du hast mal 5 Spieler, die Handy an dem Computer funktionieren. Mit der Tank, der war ganz drauf. Du kannst du auch mir weit gehen. Verschiedene so. Ich hätte gerne ein kleines Minispiel wie ein Kampagne. Mit das für mich aber ein bisschen das Potenzial vom Videospiel bisschen vergeut, weil du kannst du just immer Apps ganz abbauen. Wenn die Leute sagen, du soll eine App gehen, die Leute raufladen, dann hast du sie nicht nehmen, die 2 Wochen, wo die Kampagne dauert, dann hast du sie ongoing. Das heißt, kannst du dann, weil den kriegst du das Level rauf, weil du nächste Level rauf, oder die, muss ich noch mehr weit gucken, wie, just wir adaptieren, bekannte Videogame-Genre, Super Mario, wir machen Yuppie dran für den Kaktus, oder bis da so, da kann er natürlich auch machen, mit muss ich überlegen, aber wie kann ich mich weit gehen, oder wie kann ich eng interaktiv Narration opbauen. Das interessiert dich, vielleicht müssen wir drin zu schaffen, weißt du kannst nicht ein Musikvideo machen, ein Musikvideo-Game. Das ein interaktiv Lied ist. Das du wirklich wie weit kannst du gehen, was kannst du machen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du meinst. Also, ich weiß nicht. Interaktiv Lied? Ja, wie kannst du Lied gamifyen? Gamifyen. Ja, gut. Ja. Ja, das ist die nächste Etappe. Ein Musikvideoregisseur, der könnte mit einem Creative, mit einem Treatment ab, weil eben zu dem Lied passt und du kannst man mehr als Lied. Ja. Meinst du? Du meinst ja, nicht, oder auch zum Beispiel, kannst du zum Beispiel sehen, dass du schaust zum Beispiel mit den verschiedenen Pisten vom Lied an die verschiedene Piste geh recht lass, wenn du über so Mario an der eng Drumding, also bin keine Bassline dran, Dingens, aber wenn du zurückgehst, geht es zurück, oder du musst auf verschiedene Sachen sprangen für Lyrics zu aktivieren, oder was weiß ich. Also, okay. Das ist ein dummes Beispiel. Ja. Also, ich möchte Videospiele haben nach lang nicht ihre narrative Potenzial erreicht. Das nach so viel zu explorieren, sagt, die muss noch nicht vorstellen. Was geht schon im Drums? Vergleich mit dem Kino. Du hast Actionfilmer, du hast Actionspieler, du hast Adventure-Filmer, du hast Adventure-Spieler, mit Komödie. Du hättest schon, ob Komödie ist schon, das ist nicht klar. Dokumentär, was? Das aber so viel Potenzial, schon eine Länge im Genre-mäßig gesehen. Weißt du, wie kannst du das explorieren? Wie kannst du eine neue Geschichte erzählen? Und das eventuell mehr so wie am Film. Das ist ganz klar. Also Videospieler, sie seit 3 oder 4 Jahren mehr größte Schiffe der Fair weltweit wie Film und Musik kombiniert. Seriös? Ja. Ich weiß, das mehr größer Film wie mich. Nee, Film und Musik kombiniert. Oh, putain, das ist enorm. Nee, das ist enorm. Also habt ihr schon Asien von der, das ist wie ein Religion auf viele Plätze. Game-Industrie. Nee, das ist auch das, was mich irgendwie fasziniert, dass Videospieler noch immer so den Stigmat da hat vom, weil er das 40 Jahre Typs, den am Keller von seiner Mom wohnt. Ja, an der wir sind aber alle gut Gamer. Natürlich meiner Mom müssen erklären, dass so, sie als mein Gamer wie sie spielt Sudoku am Handy, all der. Ja, ich spiele nicht all der Videospiele. Stimmt, meine Mama auch. Ja. Mehr, mit den Mamas, sie ist ein Gamer. Sie ist ein Gamer. Also ich habe das nicht im Kann, spiele just eine einmal am Mond, vielleicht ein bisschen FIFA oder so. Nein, ich bin mit meiner Mom, ja, sie ist ein Gamer. Ja, das ist dann. Wer an sie hat gemerkt, was du müsstest, das hält in der Idee, oder? Doch, nee, mittlerweile sind sie sind aber ganz, aber mittlerweile, ich meine nie für mich geschummt, gell, das ist eben, voilà, das war just bei den Studien und ich voilà, hoffentlich geht das mit dem, gell. Ich würde ein bisschen so immer noch so ein Asterix handeln. Das Problem ist, dass nur ein Game dran ist. Voilà, das ist dann, das ist aber so. Auf der anderen Seite ist auch Schauspielerei, Spielerei, das ist ja eigentlich auch Game. Aber die geht doch nicht viel mehr seriös. Nee, das ist effektiv ein Beispiel. Das geht das nur seriös, wieder B-Moll. Ja, okay. Ich bin alles zurückwärts gesagt. Okay, wie, du musst ja nicht alles selber. Wie siehst du den 7 Samurai zu summen? Oder wie am Film, das einfach du guckst, wenn du schaffst entweder mit Freelancen oder stellst du Leute für spezifische Projekte an oder kollaborierst du direkt mit einem anderen Lützeburger Studio, weil das darfst du nicht vergessen. Wir haben zu Lützeburg für das kleine Land aber schon pur an das Wies gehen, das ist wirklich gut Videospiel-Developerin hier, die auch wirklich gut führen kommen, wie zum Beispiel Pixel.de, den möchte so retro inspiriert Arcade-Spieler, die auch carrément in Japan an Arcade rauskommen, an den Cell. Ja, cool. Das ist nicht mit das aber oder dann müsste den Rooftops in Alice, das ist ein Spiel von Michael Losch, an Dallas noch März rauskommt, März, April, und das schon 500.000 Mal verkauft. Das ob der PlayStation 5 raus, das ob Steam raus, das nicht, mir aber schon enorm, kriegt keine Matt, weil so viel verschiedene Nische gehen. Ja, okay. Mir das ich mir hun aber schon relativ viel Success am Ausland. Ja, schon mal nicht bewusst. Meine, das war auch ganz flott, wie man last Jahr die Luxembourg Video Game Association gegründet hatte.
dat war bis wie à la Pokémon ich sind durch Land gehabt gucke wo sind Videospiel die Welle so Regin da und so neue sind zu das wirklich sport Leute zu kreen an so den Tribut zu kreieren an zu merken merkt man sich schon viel weit viel mal gemengt und das auch dat wat gemacht dass der Film von Rabbi so sehr reagiert sie gesehen okay das habst du an da kann den Besuch an wie so für Denkprozent denn das wie beim Film ich dort ab jetzt Sparport zum Projekt heißt du müsstet lang heißt du müsstet für Freelancen heißt du müsst man mal ein ganz anderer Bord da du Matt läuft wo du so treiert du hast viel Hit und du musst aber willst immer noch narrativ du sollst du willst immer narrativ machen wenn die Data lob du hast die 2-3 Jahre oder so an the Gaming ran tauchen das sind viel Zeit nach was ferne Sachen zu machen mit der Bas und du mir geschwar auch nach Filmakademie Kristall die Sachen den Hut nicht einfach een Dach normal den Schritt normal da sind weil effektiv von lo viertlächt Joer Partnerschaft Association zu setzen mat der Fabrik Dimanche FDI Group also du hast Fabrik Dimanche mat dran das Radar mat dran mehr broch eng Produktionsport Digital Voodoo am moment so dass Fabrik Dimanche mecht Animation Digital Voodoo mecht Live Action an Radar mecht Videospieler am in dieselbe Konfiguration aber auf Frankreich an der Belsch geht wegstrms für du die Sache bis mit Deck opzuzählen an du war Stimmung wie man dat bis gesagt hat du war effektiv bis nie war vor dat von dem ganz weil auch die Projekte du hast da Bemol kommt halt Animationsprojekten Christian Schnüss geil also das sind da dann so 5-6 Stück an Fabrik Dimanche sie von denen dicksten Studien Lützeburg da du sind noch serieux Finanzment handen drohen noch direkt serieux Leute am Ausland ich könnte direkt vom Fidron weil du bist eine Länge Mac vor so katapultiert an ein gräser Welt mit dat möchte aber noch dass du dann Projekt bisschen kannst verdelen an wie gesagt sollen diese Schnitt probieren nicht so viel irgendwie Ensemble zu kriegen overwhelmed Projekt normale was du der Produzent oder ein Spiel oder war das dein Titel also oder kennst du so und du stellst an bei Radar ein zweiter Produzent dem Projekt auf oder verschiedene Projekte sind nicht der Produzent ob einer den Game Director zum Beispiel weil man für Videospieler schätzen als doch bei Filmumfang sind Serien zu produzieren wo ich aber auch Lust und den und anderen Episode selber zu directen wo ich dann noch nicht voll Produzent drauf sind ab dem anderen sind ich Showrunner / Writing Manager also das wirklich von allem das weil auch lo was schwätzen selber mich so irgendwie geht dat schon gesagt von also irgendwie geht dat schon das sieht dat ich ganz am Anfang so beim Ton sind also das kann nicht wie natürlich lo und parallel von Java noch mal Zeit für nach Skripten zu schreiben an einer Projekt Videospielprojekte zu developieren an Virtual Reality Sachen ja Virtual Reality auch wie müsste den Trick den kannst verroden wie ganz viel Drogen ganz viel Drogen ganz viel Drogen nicht fällt mir hier am Anfang recht op wie viele Schma wann ich mal andere Leute schwatzen das dann viel mehr natürlich dass du den Fall hat das du bist kein Kanner oder nee Nee, kein Kanner. Frau such independant, dat hicht an schon 3 Hën Familie. Du selber du hast gerne Kontrolle von was die gerne Sache selber kontrolliert den Deal für Sachen hast und dann zum Beispiel Filmakademie. Ja. geschwar wat genau mcht zu Filmakademie so du wat die mcht a wieso dat eng Rolle siehst dann nach zusätzlich van studieren du hast schon den 6-7 anderen Positionen Sachen missmachen viel aber eng dabei Lucky number also nicht Filmakademie als Anfang d'Assoziation vun de Filmassoziationen zu Lützeburg dat heißt, die repräsentiert also am Conseil d'administration ist dann de Szenaristen des Realisateuren des Schauspieler Produzenten Animationsproduzenten Musiker Schauspieler zu summen die Anfang einer Bas gegründet gehen für den Filmpreis wird zu organisieren an du hat sich aber auch ausgeschafft mehr noch
Promotion vom Lützeburger Kino. Du hat zum Beispiel den Jan Tonner, mein Prädecesseur, den hat Bause gedreht, dat Face mat gegrünnt, also Fédération des Académies du Cinéma Européen. Und von alle guten Academies an Europa, die sich dann zu Summe setzen an eng Gros. An du si immer sowieso gut, wat d'Ausland du geht. Weil duch lo bis méi wollt pushen zu Lützeburg mat der Filmakademie ass, da se sech méi no bannen dreht, weil schon gefehl, dass den Lützeburger Publikum sein Kino net ganz gut kennt. An dass du wirklich noch viel zu machen, als für Brecken zu schloen noch mat anderen Industrien zu Lützeburg. Also möchte sinn, dass den Film sich auch mal Summe setzt, man dann Ökonomie, also Finanzen an dat sind sech bisse mi opmischt, dat se bis en klenger Bülle raus könnt. Überall so wie der Fall ist. Ich meine, das sieht Frieden bis Sänger kleiner Büll. Aber da sind aber heute so aufmerksam Gött an sich dann opmischt. Auf wie werde ich den Präsident von der Filmakademie wollen und er sagt, was tut mich gereizt. Anders schon mal gesagt, weil schon jemand gesagt, nee, das lohnt nicht im Moment, weil ich gerade all die Botten du kriege, dann es gibt ein bisschen Stress. Und ich gesagt, wenn du das siehst, weil die nächste Kehr wird vielleicht ober was auf 4 Jahre oder so, und dann ist vielleicht keine Energie mehr, keine Lust. Für mich so denn, hallo ist noch die Energie, also noch, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber weil irgendwie so denn, hey, wenn du das vielleicht nicht probierst, dann muss vielleicht regret oder so, ich weiß nicht. Und weil ich fand, und dass ich auch jeden wirklich kein repräsentiere, weil ich Produzent, ich Realisateur, ich war aber auch Techniker, ich war Kameramann, ich war Monteur, ich war teilweise auch Schauspieler. Ich kann aber auch jeden verstehen. Ja. Weil irgendwie für mich das Sinn gemacht hier. Also der Mandat, der irgendwie just gewissen Zeit für Jahren. Ja, jetzt schmeckt das ein offizielles Mandat von einem Jahr oder so, mit das aber außer wenn es total egal war. Nicht einfach mich andere Sachen. Da wollte ich mehr auf andere Sachen fokussieren. Und du hast gesagt. Ja, nee, ich wollte effektiv nicht, dass du 4 oder 5 Jahre gemacht hast. Und du warst halt, ça va, c'est bon. Ich gebe doch gerne im Singage-Board kommen, was ich auch total verstehe. Und ich habe doch das gemacht, was du gesagt hast, was du gegeben hast. Ich wollte es auch ein bisschen abmachen, am europäischen Niveau, und ein Facemat gegründet. Und das Ding habe ich gemacht. Ja, der Stempel, das ist auch abgedrückt. Voilà. Stichwort, der Lützeburger Film, dem Lützeburger Publikum auch Minute zu bringen, wie, also marketingtechnisch, also wie, ich fand das eine super Sache, weil ich finde gefehlt, dass die Leute Lützeburg, die wirklich Bescheid wissen, die was wegen Lützeburger Filme gerade dabei sind, das sind die Leute, die es auch gemacht haben. Ja, nee, ganz klar. Aber wenn sie mit Leuten einfach dabei sind und trotzdem erschwärzen, dann so, vielleicht kann sie Kapitani oder du davon hören, und da war das aber auch schon. Ja. Wie geben das Ugo für die Probleme zu lösen? Du musst dir den Rapport mit der ganzen Filmindustrie absetzen. Das heißt, mein Gedanken ist, dass sich als Ziel setzt, der nächste Filmpreis an 2 Jahren müsste ein Red Carpet Event. Geil. Was du zum Beispiel das Jahr gemacht hast, ein Red Carpet Event, wo der Film genannt Leute von der Filmindustrie geht lernst, da kennt keine Sau. Irgendwie. Mir wenn es dann der Debüt wäre für zu sagen, aber an 2 Jahren möchten ein Red Carpet Event und Leute wüssten, wen plus oder moins die Leute sind. Das heißt, du musst mehr, das ist nicht immer noch mit neuen Filmen schaffen, aber das ist, dass der méi Projektionen mcht vun alle Lützeburger Filme mat en gewissen Kontext, dats de méi en anderen Publikum soch sicher gees. Zum Beispiel Experts, dat sie Leute, die am Fong ganz froh sind, die van den Kapitän is super, so die gefen der Lützeburger Film go keine Ahnung. Das geht méi Kommunikation zu machen, geht méi op Plätzen zu go, wo kann ich auch vorstellen, ob das der regelmäßig mehr Tippefester gehst mit einem Stand von der Filmakademie zum Beispiel. Also das muss noch nicht immer riesig groß sein, das kann auch du musst auch ein bisschen so machen, wie du die Lützeburger Politik, also gib mal für sich nicht zu machen, du gehst auf den Terrain und was für das Lützeburg, das Terrain ist nicht ganz groß, das ist aber was machbar ist. Und also an der Filmfonds sind sie noch am Gang, die sagen, du bist mehr die Promotion von Lützeburger Kino, als Lützeburg auch mehr an den Griff zu holen. Und dafür nicht das schon, das ist der Moment für zu machen. Ja, absolut. Und auch im Marketing von der Firma, das wird nie richtig konsideriert wie in der Produktion. Sie noch kein Suen dafür du. Die ist der Chris an der Basis für den Film zu machen, dann hast du gemacht und dann war das. Die das nicht vergessen, sie Produzenten, sie kein Distributeur und das ist nicht so ganz anderer Beruf. Und das ist zum Beispiel, wenn du den Film finanzierst, dann musst du Präventen. Das heißt, du verkaufst dann einen Distributeur in Frankreich, die kann man zwischen dem französischen Territoire, dann hast du einen deutschen Distributeur, dann hast du einen belgischen Distributeur, einen polnischen Distributeur, die dir dann suchen am Voraus gehen, für Kinder einen Film zu machen. Aber sie kriegen an den Film, und sie dezidieren, wenn ihr den Film rauskennt. Sie dezidieren, wer die vermarktet. Also sowieso ein Film, den der Apollo vermarkt, als gedankliches vermarkt wie an der Belge. Das heißt, das ist relativ schwer, effektiv, für zum Beispiel, wenn du das mit einem Videospiel vergleichst, man hat für von der Nische geschaut, das ist von mir einfach das zu vermarkten, weil du weißt, voilà, ist ein E-Publik weltweit, das ist die Zucht Mensch, die ich brauche.
probieren den zocht Mënsch unzuschwätzen. Wat jo vu sech och mat Film geschieet just, dats dat alles an 10.000 Kleinstecker geschnitten ass pro Land. An du wust doch net immer alles kontroléiers. Ja, den Humor an engem europäesche Land Humor wie eng Mit der wo mir kind effektiv machen ass wann Film zu Lützeburg reiskennt, wie du dem Marketing zu schaffen. Ja, no as ni andere Problem mocht das Leiit nemmi soviel an de Kinogin da waren an de Kinogin ich meine kind da doch bei mir wann muss 10 Euro bezuelle fir den Kinostike da gin joch lewer Nawertag gucke wie lo en kleine Lützeburger Film gepost ich kann net lewen dass ich für Avatar bezöllt wie den dote Film enger Pro die kennt andere mat den Diffuseure wie se effektiv dass du beim Ding en klenge Filmfleisch Mann schwi net das ist so schwer Avatar heute dann hunderte von Millionen kascht just so ein okay die 100 Millionen also kannst Ticket auf 100 Euro an den dort 10 Millionen kannst den Ticket 7 Euro so geht die auch nicht op das ist schon Avatar nicht gesehen das nicht Menge ist ich kann schon viel riesen Adventure ist war gut ja also das selbst Film wie den zweiten mat Feier Wasser Feier. Mit das war so eng geil immersiv Welt. Ich war am IMAX 3D Ticket 30 Euro kascht. Oh fucking hell. Ja, da war de Brille immer dran. Für 1 Euro. muss Ne, den Hals dann. Also ja, cool. net so zelebriert auch 2022 wie den zweiten Avatar rauskommen ich konnte nicht leben wat du gesehen hun also wie krass die Technik einfach entwickelt das an das wie Videospiele was einfach so krass an der Welt du dran also ich kann mich wirklich nur den Nation erinnern auch Menschen in gefielten 10 Jahre hier dass sie rauskommen das kann 10 Jahre hier ja eben Pocahontas gesehen ja das ausgeklaut fir de letzte Film gezeigt du zum Beispiel geht du Sunset Cinema das Matgros die valorische Day das mit dann Filmer schießen wie viel 35 Screeninge gemacht durch Land an eng Reihe letzte Filmer Kurzfilm so das das gratis Ich mein, das gratis. Ja, das gratis. Du weißt, das wäre eigentlich eine super Idee für das letzte Mal Film, weil da gehst gucken. Ja. Also ein gratis, du musst klar, du musst mal der Firma White Light gehen. Genau. Das ist ganz klar. Ja. Also in einem anderen Kontext weisen. Nee, das schaffen nur pure Approche, weil du Kinder am besten machen. Gezeigt, dass du etwas geschieht auf jeden Fall. An den lass es bisschen was den schon Partei schwätzen. Ja. Das ist ein Virtual Reality Film. Und der sieht super aus. Das muss auch im Monster Set gewesen sein. Wie schaffst du, wenn du weißt, 360 Grad rund um die Kamera geht alles zum selben Moment angefangen? Das muss irgendwie ein ganz anderer Approach sein. Wie du den Set baust, wie du den Schauspieler ersetzt, alles so sein. Du hast auch kein Schnitt dran, du hast kein Bildkomposition. Das ist das Schnittsystem. Das war ein Challenge. Wir wollten einen 63 Grad Film mit Schnitt. An sind noch Schnitten dran an sind so viel Mann drauf wie man Ufang viel gesehen hatte, weil einfach zu viel komisch ist nee, also wie so Tournage hast man Chance dass man Chance klar weil der tote filmste du bausen du gehst bei Bauer siehst voilà du schön Feld du hast gesagt den nicht rundherum wat kannst den Rekord und der Kisten Rekord aber da müsste dann den Schützengräben den tranchieren. Ja, aber pardon, wir müssen vielleicht kurz erklären. Ja, das geht über den Erste Weltkrieg. Am Ersten Weltkrieg. Die müssen da ein Feld umgebuddelt, für die ganze Set abzubauen. Aber dann musst du aber effektiv, du kannst ja auch nicht, wenn du 63 Grad filmst, kannst du keine Camera Operator haben. Geil. Weil wenn es Steadicam ist, dann bringst du schon mal, dann sagst du, Kameramann. Das ist halt ganz war Spider-Rig-System abgebaut, die den so für den Spider-Man benutzt hat. Das ist das ein Rig mit 4 Kranen, mit Kabeln, die können individuell bougiert gehen. Das heißt, das geht wirklich, also du hast einen zentralen Mittelpunkt, von da aus kannst du überall hingehen. Du kannst auch nicht mit einer Drohne schaffen zum Beispiel. Das wäre auch nicht, assurance-technisch gesehen, wäre das nicht gegangen. Weil du kannst nicht über Dinge Schauspieler sehen permanent mit einer Drohne. Oder maybe hast du manchmal
5 Minuten Text gehabt oder so und das war auch nicht dran. Sicherheitsmäßig oder Ja. batteriemäßig an Nee, sicherheitsmäßig, ja, das, wir sind in Europa. Das, Da kann die Wand stößen dann ja. Tor auf. Und du bist ja auch beim offenen Feld, das ist du effektiv, das ist ein Wandeproblem. Und nee, mir Hannover, du hast effektiv den 4 Kranen, die du permanent am Bild hast, mit diesen Hanno digitale Waschgel gemacht gehen oder eben mit CGI Fog. wie groß schätzt man von den Kran Mit Kran, der Krankran. so ein Also die Kamera, baut. die so abgehen und dann du pass op, das 100 Meter. das ist ein fucking Kran. das ist so All Krane de Kabel, den er mitgeht an die Und 4 da Kabelen sinn und der Kamera drun. Das ist ein System, wo Kranen determinieren, wann die dort nach mir aufgeht und dann, also du kannst dirigieren, wo du Okay. wen sitze Leiit am Kran dat ze operieren Nee, das ist ganz, also du spielst auch mal denken, das ist ein Joystick, den die ganze Sache dirigiert. Ich weiß nicht, Foto. Mega aufwendig. Nee, das ist wirklich super. Das ist auch die Shoot, wo ich das Foto mit meinem Alter gewesen bin. Voilà. Das war eigentlich, das gesagt ein Film aus der Top. wo warst du die ganze Zeit sind am Kran Hast du einen du Joystick? musst ja auch verstoppt irgendwo Nee, du warst immer, du hatten so Bütten an so gebaut, also so Explosionsbütten, und du warst normal, was du an drin. okay ja Champ de bataille va nous immerger au cœur des tranchées de Verdun. C'est un film en réalité virtuelle qui va nous faire ressentir la peur au travers du regard de Julien, un jeune soldat qui va être projeté malgré lui dans l'enfer de la guerre. Et c'est très émouvant qu'un siècle plus tard, la réalité virtuelle nous permette de nous replonger dans la magie de ces premiers témoignages. On sera en immersion totale, on sera au milieu des soldats, au milieu d'eux dans la boue. Parce que la réalité virtuelle a cet incroyable pouvoir de faire entrer le corps à l'intérieur du récit. Car ce sera un tournage difficile, ce sera un tournage en décor réel. On sera dans le froid, dans la boue, dans l'humidité. Parce que je tiens à ce que les comédiens puissent faire corps avec la puissance des tranchées. Nee, das war schon de wirklich Film cool. den ass das schon raus und Ja, die war schon raus, die war last Jahr zu Venedig. okay ja Und, okay, ja. Ja, du möchten eben noch den Tour von den Festivalen. Wenn das aber auch schon an Frankreich an einem Musee aus integriert. ja. Da geht auch noch viel an Schulen und so Sachen, weil dem noch. Ja, ich hatte schon zu Cannes gesagt, ich will unbedingt bei der Lunch kommen und dort gucken, weil ich gesagt, ist so geil aus. Nee, das ist wirklich eine flotte Experience. Das ist dann. Also ein durchgehend Geschichte, wo Ja, das du ist kurz. Also kurz, du gehst auf das Geschichte von dem Typ, der responsabel ist für das Telefonslinien, mit dem verbunden sind. Weil du hast ja in der Zeit, dass du riesige Tranchäne, und da soll sie über Telefonskabel gehen. Aber mit Explosionen und so sind die freck gegangen. Und das ist das, und ihm für das reparieren zu gehen. Und nur darum ein Hund bei sich, weil den hört, also, wenn sie in seinem Schallschock hört, er nicht mehr. Das ist eben, das sind Geschichte. Mit du hast teilweise klassisch schwer Point de vue, Shots, mit die Idee war wirklich, haben wir machen einen richtigen Kurzfilm, mit Shots, mit Cuts, mit Zielen, dem Typ sind Geschichte eben. Und es gibt auch eine 2D-Version vom Kurzfilm. okay. Die auch in Frankreich auf der Tele gelaufen war. Das funktioniert also auch. Ja. Du definierst dann einfach just den Ausschnitt, den du zu gesehen hast. Ja, voilà. Das denn. Auf der Realisateur, an der mit das denn. Ja, okay. Was mich einfach in dem Projekt interessiert, war den Ausmaß vom Shoot, weil wirklich etwas Großes, was wirklich nur etwas ausgesehen hat. Und das war wirklich cool. Hast du der Sachen noch geplant demnächst, also Virtual Reality mänglisch? Kommst du noch an Projekt haben? Ja. Also du sind schon ein nächstes Projekt zu schreiben, ich selber will realisieren, auch Live-Action, 360 Grad. Ja, aber du bist mir, nicht klein. Von der Größe, das ist mir klein. Mir nicht von den Ambitionen. Ich gebe dich gerne bei sich kommen. Das interessiert mich stark, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie, das muss ein ganz anderer Welt sein. Auch wie du mit der Schauspieler schaffst, das mehr nur im Theater ist wahrscheinlich. Immersiven Theater, vielleicht sogar, so wie, ich weiß, ob du das kannst, Punch Drunk. Ja. Zu New York und sie Sleep No More und so, das ist ja. Hin. Ja, ich war pur mal da, auch zu London haben sie das pur mal abgeschrieben. Ich war zu London an zu New York. Das ist einfach die geilste Sache, die ich je gesehen Ja, habe. Das ist wie ein Live-Videospiel. Du bist dran, du bist wie in einer Trance während Stunden und das ist einfach so übertrieben geil. Mega Ja, cool ich gemacht. habe das gerne richtig live gesehen, ja. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Und du als Publikum kannst einfach dann wählen, wem du willst nur gehen. Welchen Schauspieler das willst nur Also gehen. ich in den Raum komme, ich will gehen, weil ich gehe. Und dann hat eine Frau gefangen mit Sangen. Ich weiß nicht, ob es ein Teil von der Installation wird. Ja, ich war zu New York, die erste Jahr, und dann alles war zu London abgeführt, das von Company heißt Punch Drunk. Ja. Alles, was ich konnte gucken gehen, sind ich gucken gegangen. Ich war Ich habe schon ein paar gemacht, verschiedene gemacht. Ja. Du hast wirklich ein großes Lagerhall, die Idol ist, wo sie hier ein Filmset komplett ausgestattet, bis an den letzten Detail hier Kulissen abbauen, zum denen noch kannst du dann ran,
an den neue Raum und dann ist es ein riesig Hall und du merkst wie ein Busch, das er noch beliebt wie Filmset das Nivel du bannen überall sie Beemstämmen und du gehst über Mulch und so weiter an von geseiste Hand eng Lucht und da gehst du durch kämpfst dich dann durch Gestrüpp und dann gesagt dass die Luft als einer Roulotte kennt und dann klimmst an die Roulotte ran und dann müsste ich scha op da merkst dass du Treppen rauf gehen und dann kannst dann so an den geheimen verstoppten Raum du und dann lebst du Bank in deinem Schauspiel wird weh und da was wird lebt der Lo da fängt den nun so 10 du 4 und Dinge nah zu spielen an Chance ist oder Pasch wie dem wie geht han zu picken se eine raus aus dem Publikum du erkennst du wat Publikum hast die eng Mas an die kein Mas sind Schauspieler das ganz Eis White Chat an Heinz ist also ein One-on-One wo dann ein Schauspieler dich rauspickt an der verschwunste mit dem den zieht dich dann irgendwie auch an so geheimen separaten Raum und da kriegst dann vielleicht noch Maske ausgedoen und da spielt den sing 10 4 die einfach auf 20 cm für in dem Gesicht und so, real oder was geschieht gerade faszinierend dass er du zum Deel habt Schauspielerinnen die du irgendwie an dieser agreeable Situation gerode sind wie sie dem du rauspickst also da sind sich wirklich intim no an der Tour doch irgendwie so bist so seine Stimmung einfach wie bei Ice White Shot und ich kann man feststellen dass du den einen oder andere Bänke ja profitiert wird das wirklich wie Videospiel in real life das ist total immersiv dat misst du auch noch machen da gibt noch fehlen nee also ich auch noch Lust hat zu machen als so Rides Dark Rides designen what ein Dark Ride das wie Pirates of the Caribbean oder die Disney Dinger wusste man deinen Bildschirm durch ein Ding lebst oder so also okay. So in real life Dinger da so abswert das ist doch ein ganz mise en scène ein Geisterbahn du schon oft gedurcht wann ich irgendwie méi so Production Design Talent hat dat wie ein Dram schon du bist nicht so riesig Fan von Disneyland ich gehe noch ganz gerne hin Animatronics Cap designt hat Projektion verbannen Projektion verbausen die an Ort Gesicht Map Gesicht das als animiert mit verbausen abst projiziert Gesicht nein projiziert wird bis mir realistisch zu man gesagt mega besser die Momente diese machen wissen wie mir das im Schiste einfach mal gefällt bei so Dark Rides bei dem Ding das real das handgemacht sind mega Fan für Practical Effects ich komme aus dem Zeitalter wo alles real war Beweis für zu gucken das du das richtig das was nicht lang zu diskutieren dass du ja oder nicht du schwärst so bestimmt für Star Wars Star Wars wir waren für wie 2022 wenn man zu Kalifornien dann Disneyland du hast gerade abgegangen du hast ja die ganze Star Wars Bereich dass du gerade wir stehen 1,5 Stunden in der Schlange zu werden oder 2 mega der Wert sind 7-8 Stunden am echt mehr hatte mega Chance direkt abgeht das war so so cool wirklich weil so eng Mchung war von an engem Wensche sitzen die so rundrum fährt dann aber auch trippeln Deelweis an daran triggernde Wünschen war so hin und her und der Projektion in der Woche gemischt Projektionen aber wirklich so 20 so richtig Stormtroopers da das war auch Animatronics also das war Roboter und du hast gemeint wäre richtig leid das war noch richtig schweren die Maschen Animatronics immer je gesehen also Animatronics Momente diese Romane sind so incroyable was haut kann du hast gemeint für ihre Schauspieler oder was Deelweis verschiedener bestimmt nicht mehr verschiedener wusste mir das Schauspieler wäre wo man so an wie go ja so einen Zellra so Reigestalten da könnte Kind Darth Vader also dir Zeit du siehst aber so zu 10 richtig Schauspieler ja, stimmt, das einfach so gut gemalt ganz den Mauer op mega cool ich liebe das ganz immersiv enorm unterschiedlichen enger Sänger Ride oder ein Videospiel oder ein Film also das gefiel war das schön als Spektateur aus der Zahl das denkt ja du kannst gewisse Kant was der andere ist das kannst du total ausleben kann man nicht feststellen dass da besonders bei dir schwer fällt wisse die kannerisch Begeisterung an die Flammen die als Beruf hast für sich zu begeistern für die ganz Welt kann man nicht feststellen dass du dat abhanden kommst am Alter weil das die Drive dann also für mich das Fixing Driving Force das den 10-jährige Fred den natürlich wird wann du Talent ist wann du kreative Beruf muss was der mechte brauchst als Resilienz als einfach nicht abhalten nicht abgehen einfach den weil perseverieren und das auch finalement einfach was du weißt wo den Platz ist irgendwie das aber dat Perseveranz mengen das wichtig Talent ist cool
hëlleft méi ass net dem Ball bleist ans net dech festbeis an net lass läist dann das auch dat wat no mcht dats de man wie méi schreckgin hues wann du einfach dat zu neicht giden méi hun awer net op an dofir brauchst du eben die Flam die als Kant hast fir dich weiterhin immer zu begeistern noch von der Sachen net gelengen an du kein Sand von der Industrie Banke frustriert gehen dann hilft dass du die Erinnerung nach sind wie geil der Demo so gefehlt das auch haut wann schau beim Set sinn oder wann du zu schreiben an der dass du den Moment 400 Idee an den Moment nur der Idee an wo sich immer alles ändert an die Exzitation die du kris van der Bimmel die Idee vorbei hast oder wann zum Set an die Exzitation kre dat von dem Schauspieler an das wie mcht die Exzitation wie ich spiele mat mengen Mastersmanager an das so den ich kann mich erinnern ich dann gespielt an ich hatte Cliffhangeren bei mir die Schnitt gesinn kommen weil ich gespielt und bist immer so hast das Geld nee also das ist irgendwie weil du war so an dem Spiel dran dass dann von selber staunt was vom Bild Geschichte ausgeht obwohl du sie selber spielst das wie man am Skript schreiben wann du gehst ja nur dem Personage nur immer geht der Personage in Richtung wo du gar nicht erwartet hast und das erstaunt dich total und ich fand das einfach sie fasziniert von der Kapazität ist weil du bist finalement lang wie ein Idiot an den Computer mit die ganzen Emotionen die du abkommen die ganze Myster den du ich weiß nicht das ist für mich keine Antwort wie Myster dass du denn mich fasziniert davon dass von der Kreation ist oder von wo könnt die Idee hier war das eine Idee war das denn weil du fängst mal eine Diskussion immer das machen ja Diskussion fänken. Also sind ich ganz gespannt verdammt war das mit du kannst dir dann den Podcast und du weißt was du könnt Fabian Fred wann an Lift klemms Lift klemms wie gist du gerne an den Lift gesinn lie dort mit dem du bist Zeit verbringen also echt also bei mein Lift also Portal sowieso an dem Portal da sind einen sau coolen relaxen kleine Restaurant wo gut zu Puffe geht und sitzen Tisch de pur Leiit die Leiit dat 10 den Jim Henson dat ist Kreateur von der Muppet Show da das die Person mein Team schon mischt den influencéiert huet weil ich einfach als ganz ultra Fan war von der Muppet Show a weil ich gesinn hun den Typs dem ich Filmer mat Sachen die durch selber wo du hem hoest mit denst die durch kannst so git an baut ganz Welten op also guckst den Film den Dark Crystal oder Labyrinth so dat sind enorm visuell formidabel Filmer war so den Jim Henson und dann hat er auch noch gern der Ray Harryhausen das ein Typ den huet Spezialeffekte als 50er 60er Jahre gemacht die ganz Plastilins Drachen an Riesen und so dat sie Filme die schon bei Pap geguckt an dat war immer so, die sonst mit sind der gelaufen oder mir hat op der Videoskasse an dat war wirklich dann tut mich auch immer fasziniert weil du in sein ganz Welt war mat justement mat Drachen mat Riesen das so Fantasy wat mich enorm unzieht net 100% Stop Motion animiert gesehen an dann be so Leiit wie den wie de Sam Raimi du fand das dem der Kamera gemacht und die von Gewesenheit da sehen han der Kamera das ein Kamera am Film do an da gebe Mengen das vielleicht nicht gut für die Immersion wann Kamera permanent den Spektator erinnert dass du hast mir das funktioniert aber ich will dazu ja von den besten Filmen die je gemacht gesehen bei dem Funk nach interessant wäre für man Fred zu schwätzen den an einer alternate Reality ob du nie gang hast den Colorgang zu froh nein weil das so geschieht das gewircht wirst du das war 2001 gewircht ja Bowie für Amerika wahrscheinlich am September am August gefangen 2002 geschrieben ist 2001 und das war der nächste, wo ich bei Tango geschafft und wäre 2002 gewirrscht der Tisch Flatsch am Zentrum von New York ich hatte Kollege den die war zu New York dem Moment Manhattan an doch cool Story zu erzählen cool Story cool das comprend den Tisch sind ja 3 Leute auf den Tisch oder 4 James Cameron kannst noch dropsetzen weil sie fasziniert von der sind alles Leute von die auch Welten abbauen an wie an wat man schätzen voilà, wie funktioniert Kreativität bei das ein
what gets your juices flowing, war das denn, wie funktioniert das bei euch am Kap, ich bin immer fasziniert von da, weil ich doch selber bei mir nicht verstehen, das ist immer so, dann geht's, ich weiß, dass dann before and after geht's an, also before and after Idee. Wo da immer siehst, du setzt da immer das, oh, das wäre mega. Ja. Das ist, dass du dich selber erstaunst. Und dann hast du, ja, so Leute noch wie den Guillermo del Toro, den ich enorm gedacht, dass das ging. Ja, das passt. Den enorm respektieren. Plus sind gut Kollegen, Guillermo del Toro und den James Cameron. Ja. Ja. Best Freund. Voilà. Del Toro beim James Cameron gewohnt am Haus und dann hast du dem Del Toro sein Papas gekidnappt in Mexiko, den James Cameron hat Hostage negotiert. Gerufen, ja. Krass geschehen. Ja, das auch, was auch bei ihm cool fand, beim James Cameron, das sind die Leute anders Centre d'Intérêt. Da möchten wir beim Film, dann sehen sie mit seinem Bruder, mal bauen wir ein Unterseeboot, kann du so raufgehen, dann Titanic, dann jemand gucken, oh, komm mal, ein Film, Titanic. Das ist ein... das so gefallen. Ja, das ist bekannt, dass hier den Film Titanic Schluss gemacht wird. Wir können das ganz unterfangen, nur zu recht fertig. War nicht schon 4 Runden drin. Wir haben wirklich einen Film gemacht, für die Chance zu tun, für eine Recherche machen zu können. Ja, also das war so ein Development vom Titanic. War mein Bruder baut also ein Unterseeboot, für das wir können gucken. Warst du nicht der Ausstellung gucken? Letztes Jahr zu Paris. Ja, die war ich gucken. Ja, das ist wirklich cool. So geil. Ja, für allem auch die Production Art, so sind Zeichnungen und so. Das ist auch den hat ja gezeichnet da gemalt wie ein Meister. James Cameron. Ich war ja dabei vom Production Designer und Special Effects gemacht. Er hat Matte Paintings gemacht und so für John Carpenter. Ja. Special Effects hat dem Shelby seinem Ex sein Pop gemacht. Was? Shelby seinem Ex-Freund sein Pop hat all VFX gemacht. Wirklich? Asian Avatar, Titanic. What? Nice. Es gibt nicht viel darüber geschwärzt, weil es nichts ist. Ja, nur Tisch. Ja. Nee, den James Cameron, der ging schon gerne. Am Moment sind ich gerade mega. Das war ein ganz feiner Typ, oder? Ich meine, das besser gehen. Das war bekannt dafür, ein riesig Arschloch. Ja, der muss, der Noncha muss der wirklich Pain in the Ass gewesen. Nur am Alter geht er soft wie alle Menschen. Und dann hast du noch, ja, vielleicht Pain in the Ass im Set, mit dem ich nur überdenken, wo ich zu leben, gell? Ja. Nee, weil ich meine, bei ihm hast du das Problem auch, ihn bisschen autistisch und nicht dann so Ultravision von der Sache, die genau so fucking muss sein, dass sind Leute einfach pisagt, bis das so weit ist, geil. Ja. Und hin dreht sich Sache ja dann noch oft. Ja. Das ist bekannt, das ist ein Terminator, das war ein Fever Dream, den man hat, wie ihn zu Rom und Piranha 2 geschafft hat. Ja. Und hat irgendwie, war er krank am Bett, da hat den gefurbelt, und zack, kriegt die Vision von seinem metallischen Skelett, den er aus dem Feuer rauskennt. Ja. Patsch, einfach ohne den deutschen Akzent. Wahrscheinlich, ja. Get down! Get to the chopper! Nee, weil ich in der Quote in einem Interview von James Cameron war hängen geblieben, also nicht gesagt hat, mit 14 hat einen Schulmeister, also ein Lycée-Prof, den ihm gesagt hat, you have endless potential. Und das hat bei ihm alles deklanschiert. Ja. Und an einem so prägsamen Alter so Spruch so kriegst. Auch von einer Person, wo du die Kredibilität hast, geil. Und den Mann erzählt das vielleicht nicht dasselbe. Dann hast du, also wenn das hängen bleibt, dann hast du, da kannst du ein unerschütterliches Selbstvertrauen aufbauen. Und das ist etwas, was du brauchst, für um der Industrie zu bestehen und Dinge Ideen. Du musst ja schon irgendetwas gemacht, wie das der Prof das gesagt hat. Ja. Also, den hat wahrscheinlich Talent und war einfach ein gescheiter Junge, den interessiert war in der Welt. Und weißt du, zuletzt habe ich gesagt, ja, guck, dass du einen normalen Job musst. Mal wie die Leute geht, wie die Leute. Gib Doktor. Gib einen Start und dann kannst du den Männer schon daneben drum machen und so. Wenn einen so einen Spruch da sieht und du lebst das, da stehen da Tieren ab. Ich meine, wir sind an 30 Mal, ich hatte doch gerne gehabt, den wir das gesagt haben. Ja, obwohl, also, wir sind aber lo, ich meine, an 3, wo man in dem Moment hätte ich gesagt, oh, merci, dann wäre ich im Counter-Strike spielen. Das ist keine Ahnung. Monsieur, oh. Ja, nee, wenn du keinen so einen hörst, dann musst du das eigentlich gesagt selber bald so. Ah ja. Und das aber auch einfach gesagt wie gemacht. Ja. Sur ce? Sur ce. Monsieur le Président. Merci Fred, dass du hier warst. Ja. Merci, dass ich kommen konnte. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. War genoss mit uns Porträt, Fred. Merci gleichfalls. Vielmals merci für die Lauscherin. Wenn dir gefällt, was wir hier auf diesem Podcast machen und wenn es dir helfen, weitere Episoden rauszubringen, dann kannst du es ganz gerne mit einem kleinen Don unterstützen. Die Arbeit, die wir rausstechen hier an Kreation von diesem Podcast, ist komplett pro bono. Wir machen das hier neben unserem Beruf als Filmemacher. An eine kleine Unterstützung geben wir es natürlich ermöglichen, euch immer weiter interessant und spannende Episoden über das Kunstform, die wir so gerne haben, zu bringen. Alle Informationen dazu findet ihr hier am Link an der Description oder die geht einfach auf 35mfilms.com
www.podcast.podcast. Vielmals merci. A bis nächstes Jahr.